Ich bin einfach kein Morgenmensch. Und heute Morgen habe ich es wieder gemerkt. Ich bin aufgestanden, zum Haus aus, ins Auto gehockt, auf Frutigabend in den Gottesdienst. Und dann merke ich, nein, furchtbar. Ich habe die falschen Schuhe angelegt. Ich habe die Werktagsschuhe angelegt, anstatt Sonntagsschuhe. Die ich jeden Tag anlege, habe ich zum Regal ausgenommen und gar nicht überlegt, dass das doch nicht zur Uniform passt, dass das doch jetzt nicht geht. Und ich habe es erst gemerkt, als ich fast zu Frutig unten war, und habe gesagt, jetzt kann ich nicht mehr umkehren. Und jetzt bin ich den ganzen Tag mit diesen Schuhen rumgelaufen und sie sind eben schon bequem. Und häufig sagt man ja, oder hat man so das Gefühl, ja, so für bequeme Schuhe oder für gute Schuhe, da braucht man eine gute Marke. Ich weiß nicht, was ihr für Schuhe anhabt, Mammut, Nike oder was bei euch drauf steht, aber so gute Schuhe, die haben das Label drauf. Da weiss man, auch wenn ich diese Marke kaufe, dann hat man gute Qualität und das hebt lang. Und gleichzeitig ist nachher, wenn man mit guten Schuhen unterwegs ist, dann erzählt man das gerne weiter und sagt, hey, wegen dieser Marke, mit diesen Schuhen bin ich lange unterwegs gewesen. Und um das geht es heute. Es geht nicht um Schuhe, sondern es geht darum, um die Ehre weiterzugeben. Und eben die Qualität, das Copyright zu anerkennen und zu sagen, hey, das ist ein super Produkt. Und heute wollte ich mit euch darüber reden, was für Wege, oder besser gesagt, um 3 Wege, wie wir Gott Ehre geben können. Wir haben es vorher gehört in der Bibelstelle, es geht wieder um Jesus und seine Jünger. Letzten Sonntag haben wir es davon gehabt, dass Jesus mit seinen Jüngern darüber diskutiert hat, sollen wir jetzt zu dem Fest gehen? Sollen wir jetzt auf Jerusalem? Und sie haben diskutiert miteinander und schließlich ist es dazu gekommen, dass Jesus gesagt hat, geht ihr ans Fest, für mich ist es nicht der richtige Moment. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist nicht der Moment, wo Gott vorgesehen hat, dass ich zum Fest gehe. Und dann wisst ihr, was ist 15 Minuten später passiert? Jesus ist gleich zum Fest gegangen. Hä? Was? Wieso? Zuerst tut er da seine Jünger voll predigen, was nicht der richtige Zeitpunkt ist, und nachher geht er gleich. Und dann hat uns der Kriegel auch letzte Woche noch von einer anderen Geschichte aus der Bibel erzählt, von der Hochzeit zu Kanaan. Das erste Wunder von Jesus. Und dort ist es genau gleich passiert. Maria, Mutter von Jesus, hat ihm gesagt, hey Jesus, es ist doch eine gute Möglichkeit, jetzt anzufangen als Wundertäter. Es ist ein schönes Fest, da hast du eine gute Möglichkeit, da sehen die alle, jetzt kannst du anfangen. Und Jesus sagt, nein, es ist nicht der richtige Moment, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und 5 Minuten später macht er es gleich und tut das Wasser in Wein verwandeln. Schon ein bisschen komisch. Ist Jesus ein Lügner? Ist irgendwie eine Strategie am Ausentwickeln, wie er die Jünger loswerden kann? Was hat da Jesus geplant? Also, es macht schon nicht so einen ehrlichen Eindruck, muss man sagen, oder? Ich glaube natürlich nicht, dass Jesus irgendetwas beschissen hat. Ich glaube vielmehr, dass wir in dieser Geschichte wie 2 verschiedene Arten von Jesus sehen. Jesus ist ja gleichzeitig Mensch und Gott gewesen. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo er mit seinen Jüngern diskutiert hat, ob sie jetzt zu dem Fest rauf sollen oder nicht, er ganz einfach nur Mensch war oder seine menschliche Seite gezeigt hat. Er hat sich vielleicht überlegt, letztes Mal ist es nicht so gut gelaufen. Sie wollen mich doch umbringen. Dann gehe ich gescheiter doch nicht. Und dass nachher, als die Jünger weg sind, der Vater, der himmlische Vater, eingegriffen hat und gesagt hat, Jesus, mein Sohn, doch, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und auch bei der Hochzeit zu Kanaan, es ist das erste Wunder von Jesus. Und das kennen wir aus jedem Superheldenfilm. Der Anfang ist immer schwierig, wenn sie anfangen, ihre Gaben zu entdecken oder wie es jetzt da handeln können. Das ist immer ein Prozess und da hat Jesus vielleicht gedacht, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich
Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, später dann einmal. Und ich glaube, auch dann hat der Vater eingegriffen und gesagt, Jesus, mein Sohn, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Bei diesen 2 Beispielen sehen wir, wie Jesus seinen Zeitplan, seine Agenda, seine Zeit am Plan vom himmlischen Vater unterordnen. Er hat sich Gedanken gemacht, er überlegt sich, was er will, aber wo Gott ihm etwas anderes sagt, ist er bereit, sich auf das einzulassen. Jetzt hätten wir da vorne einen PowerPoint. Voilà. Der erste Punkt, wie wir Gott ehren können, ist in dem, dass wir ihn unseren Zeitplan machen lassen oder in unseren Zeitplan reinreden. Ich weiss nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht gibt es irgendetwas in eurem Leben, wo ihr sagt, nein, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Etwas, was ihr schon lange vor euch herschiebt. Und ihr das Gefühl habt, nein, das wollte ich noch nicht machen. Irgendwann kommt dann der richtige Moment. Und vielleicht darf gerade heute der Moment sein, wo Gott zu euch redet und sagt, doch, mein Kind, jetzt ist der richtige Moment. Jesus geht also auf Jerusalem zu dem Fest. Und die Leute erkennen ihn nicht. Er kann durch die Menge durchlaufen und er hört, was die Leute so reden. Die einen erzählen, der Jesus, ich habe ihn reden gehört, ist doch super, was der erzählt hat. Und andere sagen, ich habe auch gehört, der hat ganz viele Jünger verloren letzte Woche. Alle sind ihm weggelaufen. Das ist doch nur einer, der wieder so Zeug verkaufen will. Einer, der selber gerne im Mittelpunkt steht. Einer, der man am besten links liegen lässt. Und dann hat es vielleicht wieder andere gegeben, die gesagt haben, ich habe erlebt, wie er mich geheilt hat. Jesus hat mich gesund gemacht. Und Jesus ist durch die Leute durchgelaufen und hat das gehört. Aber wieso haben sie ihn nicht gekannt? Wieso haben sie nicht gemerkt, dass da Jesus ist? Ich denke, das erste Mal war es ganz einfach. Jesus hat normal ausgesehen für die Zeit, hat normale Kleider gehabt, hat ausgesehen wie andere Männer zu dieser Zeit. Und er hat die gleiche Dialekt gehabt. Es ist nicht wie wenn ein Zürcher Zadelboden auf der Kanzel steht und alle hören, der kommt von jemand anders. Nein, Jesus hat die gleiche Sprache gehabt, den gleichen Dialekt wie alle rundherum. Und dann denke ich, es hat einen anderen Grund gehabt, wieso die Leute nicht erkannt haben, wer da zwischen ihnen durchläuft. Ich weiss nicht, kennt jemand diese Person? Jetzt fehlt mir da etwas. Voilà. Kennt jemand diese Person? Ich habe sie nicht auf den ersten Moment erkannt. Da hinten hat es ein paar, die nicken. Alle, die sagen, ja, ich glaube, die Person kenne ich nicht. Auf dem nächsten Bild kennen ihr ihn sicher. Das ist der gleiche, ja. Der Bers, der Bundesrat, den alle immer im Fernsehen gesehen haben, mit Corona und neuen Richtlinien. Und wenn man ihn so sieht, denkt man, wer ist das? Der sieht ganz anders aus. Das ist doch nicht das, was ich erwarte. Wenn jemand an Berse denkt, denkt man, das ist der die Pressekonferenz macht. Das ist der im Krawatte und der glänzenden Glatze im Bundeshaus sitzt und den Leuten erzählt, was sie machen sollen. Und ich denke, genau gleich ist es bei Jesus gewesen. Die Leute haben jemand anders erwartet. Sie haben nicht einen erwartet, der jetzt so ganz schüch bei ihnen einfach ein bisschen durchläuft und durch die Stadt schlendern. Sie haben jemanden erwartet, der von Jüngern umgeben ist, wo alle zuhören wollen, jemand, der Lehrer macht, jemand, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und darum haben die Leute Jesus zuerst nicht gesehen. Doch Jesus ist weiter durch die Stadt gelaufen, bis er schließlich zum Tempel gekommen ist und hat dort gemacht, was eigentlich jeder jüdische Mann das Recht dazu hat. Er ist in den Tempel gegangen, hat aus der Bibel laut aus der Bibel vorgelesen, also aus den Schriften vorgelesen. Die Bibel hat es ja noch nicht gegeben dazu mal. Jesus hat angefangen zu lesen, öffentlich.
Aber er hat nicht nur das gemacht, sondern er hat auch angefangen auslegen. Er hat angefangen zu erklären, was er da liest. Er hat angefangen, theologische Themen anzugehen. Und da haben die Leute plötzlich erkannt und gesagt, halt, das ist doch Jesus. Aber Jesus, das ist doch der Sohn von Maria und Josef. Das ist doch der Zimmermann, der weiß, wie man hobelt und ein Haus baut. Aber das ist doch kein Theologe. Der hat doch keine Prüfung gemacht, der hat doch keine theologische Ausbildung gemacht. Was will der jetzt da uns erzählen? Und dazu muss man wissen, dass bei den Juden früher ist es wie wichtig war, dass man, wenn man theologisch etwas weitergegeben hat, wenn man etwas erzählt hat, wenn man die Tora ausgelegt hat, dass man dann wie einen Lehrer hatte, dass man können sagen, und ich bin von dem und dem bin ich unterrichtet worden. Zum Beispiel beim Paulus sehen wir das. Der Paulus schreibt, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Kilikien, doch aufgewachsen in dieser Stadt zu den Füßen des Gamaliels, aufs Genaueste im väterlichen Gesetz unterwiesen. Für den Paulus ist es wichtig, sie zum Unterstreichen. Das ist meine Referenz. Der Gamaliel, das ist mein Lehrer gewesen. Bei dem habe ich alles gelernt. Und das ist das, was die Juden erwartet haben. Jemand, der gesagt hat, das ist die Referenz. Das ist die Marke vom Schuh wie vorher. Das ist das Label, wo man sieht, das ist Qualität. Da ist nicht einfach etwas erfunden worden, da ist nicht einfach jemand, der etwas erzählt. Nein, da ist Qualität dahinter. Und Jesus hat erzählt im Tempel und er hat keine Referenz gehabt. Er hat nicht können sagen, bei dem und bei dem Lehrer habe ich gelernt. Und die Leute haben ihm das vorgeworfen. Und da sagt er ihnen, ich habe einen Lehrer gehabt. Ich war zwar nie bei einem Rabbi gewesen, aber unser himmlischer Vater, er hat mich gelehrt. Er ist meine Referenz. Er ist der, der mir die Weisheit gegeben hat, um die Bibel auslegen. Und alle die den Vater suchen und seine Meinung hinterfragen und fragen, was hat Gott wollen oder was will Gott, die werden herausfinden, dass das, was ich sage, eben nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Das heißt, wenn jemand dessen Willen tun will, also Gottes Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Lehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Jesus hat gesagt, Gott ist mein Lehrer. Er hat die Ehre weitergegeben. Einerseits ist es ja, das ist Qualität, und andererseits hat er die Ehre weitergegeben, wo Gott gebührt. Wie ist es bei uns im Leben? Wenn wir reden, wenn wir das Maul auftun, wenn wir vorne anstehen zum Predigen oder wenn wir das Zeugnis geben, ist es dann zur Ehre Gottes? Wenn wir mit unseren Freunden reden, im Alltag, mit unseren Nachbarn, sind unsere Worte, ist das, was wir sagen, tut das die Leute ermutigen, aufbauen und stärken? Oder ist es mehr etwas, das abzieht und wo keine gute Referenz ist für Gott? So wie wir reden, so wie wir von Gott weiterverzählen, können wir Gott ehren. Zurück zu unserer Geschichte. Jesus ist mit diesen Leuten im Tempel und hat ihnen jetzt erklärt, dass eben Gott seine Referenz ist, der Vater seine Referenz ist, und da sagen sie, halt, etwas geht da nicht auf. Du sagst, der Vater im Himmel ist deine Referenz, und gleichzeitig das letzte Mal, wo du bei uns bist, da in der Stadt, weißt du, was du gemacht hast? Du hast eins von den 10 Geboten gebrochen. Du hast am Sabbat einen geheilt. Und du willst sagen, du kommst von Gott, oder deine Weisheit kommt von Gott. Das geht doch nicht auf.
Als ich das mal die Geschichte gelesen habe, vom Geheilten vom Teich Bethesda, da ist mir das erste Mal etwas aufgegangen. Für mich war es immer eine normale Geschichte gewesen. Normal im Sinne von, Jesus hat viele Leute geheilt und da ist halt noch einer mehr geheilt worden. Aber wenn wir im Johannes 5, 15 bis 18 lesen, dann merken wir noch, dass das nämlich ganz eine spezielle Geschichte ist für das Leben von Jesus. Da ging der Mann, der geheilt wurde, zu den führenden Juden und berichtete, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an lauerten sie Jesus auf, weil er sogar am Sabbat Kranke heilte. Aber Jesus sagte ihnen, zu jeder Zeit ist mein Vater am Wirken und ich folge nur seinem Beispiel. Nach dieser Antwort waren sie erst recht entschlossen, ihn umzubringen. Denn Jesus hatte nicht nur ihre Sabbatvorschrift missachtet, sondern sogar Gott seinen Vater genannt und sich dadurch Gott gleichgestellt. Die Heilung am Sabbat ist ein Wendepunkt im Wirken vom Leben Jesus. Von da an lauerten sie Jesus auf, heißt es da. Oder nach dieser Antwort waren sie erst recht entschlossen, ihn umzubringen. Das ist der Moment, wo die führenden Leute im jüdischen Volk entschieden haben, Jesus müssen wir weg. Der muss weg, den müssen wir umbringen. Wir sind also wieder in der Stadt Jerusalem und Jesus diskutiert mit den Leuten. Sie haben ihm vorgeworfen, das letzte Mal, wo du bei uns warst, hast du das Gesetz gebrochen. Wie willst du sagen, du hast den Vater als Lehrer? Und da tut Jesus ihnen den Spiegel vorhalten. Und er tut sie hinweisen auf ein anderes Gesetz, was es gibt. Und zwar, dass jeder Bub, der im jüdischen Volk auf die Welt kommt, am 8. Tag muss beschnitten werden. Am 8. Tag. Das heisst, egal ob es ein Montag, ein Dienstag oder ein Mittwoch ist oder eben ein Sabbat, der Bub muss beschnitten werden. Und ein Kind oder ein Bub zu beschneiden, das ist Arbeit. Das ist nicht einfach ein heiliger Akt, das ist Arbeit. Und jetzt sagt Jesus, ihr macht genau das Gleiche. Wenn ein Bub muss beschnitten werden am Sabbat, dann schafft ihr an diesem Tag. Dann tut ihr das Gesetz brechen. Und das stört niemand. Und ihr tut euch verletzen am Sabbat und es ist gut. Und ich tue jemanden heilen am Sabbat und ihr habt ein Problem damit. Und Jesus sagt da, wir haben wie zwei Gesetze, die es gibt, die sich oberflächlich, oder wenn man sie auf dem Buchstaben genau anschaut, sich wie scheinen zu widersprechen. Es geht nicht miteinander, man kann nicht beide Gesetze einhalten. Und darum sagt Jesus ihnen nachher auch, richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. Tönt nicht einfach nach dem Buchstaben eure Verse um die Ohren schlagen und alles sagen, was ihr falsch macht, sondern schaut, was Personen bewegt hinten dran und tun nachher gerecht richten. Jesus hat mit seinem Handeln den Vater geehrt. Mit seinem Handeln, mit seinem Heilen am Sabbat hat er den himmlischen Vater geehrt. Die Geschichte zeigt uns, wie wir unseren Vater im Himmel auf 3 verschiedene Arten ehren können. In dem, dass wir ihn einreden in unser Planen, in unsere Zeit, die Vorstellungen, wie wir unseren Tag verbringen. Wir können Gott ehren mit dem, was wir sagen. Was wir sagen, wie wir sagen und auch zu wem das wir sagen. Und wir können Gott ehren mit dem, was wir tun. Ich möchte die Predigt abschließen mit einem kleinen Block Heilsarmee-Theorie. Als Kind bin ich einmal in die Jungschar gegangen. Und
Und in der Jungschar haben wir einen Gruß gehabt, den nur wir hatten. So einen Insider-Gruß. Oder die Töpffahrer, die grüßen sich auch auf eine spezielle Art. Und eben in der Heilsarmee haben wir den Heilsarmee-Gruß. Ich weiss nicht, ob ihr den kennt, aber es ist ganz einfach. Geht so. Und wenn ihr ganz euphorisch sind und ganz motiviert, könnt ihr noch sagen, Halleluja! Das ist der Heilsarmee-Gruß. Und der heisst eigentlich nichts anderes wie alle Ehre gehört Gott. Und jedes Mal, wenn dich jemand so grüßt, oder jedes Mal, wenn du ein Konzert siehst und der Dirigent tut sich bei tosendem Applaus umkehren zum Publikum und macht das Zeichen, heisst das nichts anderes wie alle Ehre gehört Gott. Und das ist das, was ich euch heute Abend mitgeben möchte. Lassen wir zu, dass Gott geehrt wird durch unsere Zeit, durch unser Reden und durch das, was wir tun. Amen.